Servus ihr Lieben, neue Frisur. Ich habe mir gedacht, nachdem alle Friseurläden zu haben, lege ich selber Hand an und habe mir eine krisenkonforme Frisur geschnitten. Jo, heute ist Samstag, endlich wieder Sondeln. Ich freue mich schon und bin schon am Acker. Da würde ich sagen, sehen wir uns gleich und hören wir uns gleich am Acker. Also, wünscht mir oder drückt mir mal die Daumen, dass wir heute richtig geile Sachen finden. Bis gleich. So, ich bin wie immer mit dem Orks unterwegs, der mir freundlicherweise von DTI zur Verfügung gestellt wurde. Und das ist mein guter, verlässlicher Orks. Und ihr habt es ja in meinen letzten Videos gesehen. Der macht einfach Spaß zum Sondeln. Und ich sag mal, Deus muss man nicht unbedingt haben. Und das Teil ist wirklich eine günstige Alternative dazu. Der NX5 Spaten, mit dem bin ich auch mega zufrieden, seitdem ich ihn habe. Und beim Orks laufe ich immer im Coin-Fast-Modus, ich mache es euch mal scharf, im Coin-Fast-Modus auf 14,4 Kilohertz. Ich stehe direkt unter einer Stromleitung, deswegen brutzelt er ein bisschen. Man kann mit der Frequenz hochgehen, aber ich kann damit leben. Einzige, was sich wirklich ändert, ist, dass ich den Iron Volume rausnehme, weil es nervt halt einfach. Dieses ganze Gekratze, ich brauche es nicht, außerdem geht es auch auf den Akku. Jo, dann laufe ich jetzt mal los und dann hören wir uns beim ersten Fund. So, der erste Fund sieht nach einer Münze aus. Ich habe es mit dem Fuß wegbewegt und das war dann in dem Abraum, den ich wegbewegt habe, und es sieht nach einer Silbermünze sogar aus. Oder nach einem kleinen Kupferheller. Holen wir es mal her und machen wir es mal scharf. Jo, ich kann das bayerische Wappen drauf erkennen. Ich schaue es mir gerade an. Es könnte Silber sein. Es ist ziemlich komisch beschichtet, aber egal. Es ist auf alle Fälle ein Kreuzer, wie man hinten lesen kann, und die erste Münze und der erste Fund des Tages. Uhu, so kann es weitergehen. Juhu. So ungefähr 2 Meter weg, von wo ich gerade die Münze gefunden habe. Ihr seht es, hier habe ich mit dem Fuß, also ich gehe mit dem Metalldetektor drüber. Das erste, was ich mache, dass ich mit dem Stiefel hier den Abraum wegbewege. Und dann komme ich auf alle Fälle mal bis um die 20 cm runter. Und da ist dann auch schon das, ich habe es noch nicht angeschaut. Ich mache es mal schärfer. Genau, von der Form her, es sieht oval aus. Ich tippe mal auf einen Heiligenanhänger. Schauen wir doch mal zusammen, was es ist. Oh, das ist schön dick. Das sieht interessant aus. Ich mache es mal scharf für euch, damit ihr den aktuellen Zustand seht. Nach dem Heiligenanhänger sieht das gerade nicht aus. Okay. Keine Ahnung. Ich gehe mal mit der Zahnbürste drüber und dann schauen wir uns das gleich nochmal an. Also, ich habe es jetzt mal sauber gemacht. Hinten sieht es aus wie eine Pyramide. Also ein Heiligenanhänger ist es nicht. Es ist ziemlich dick. Es sieht aus wie eine alte Münze. Ich weiß es nicht, ob das eine römische Münze sein kann oder irgendwas anderes. Es sieht auf alle Fälle extrem nach einer Münze aus. Ich habe auch mit der Lupe drüber geguckt und irgendwas ist da drauf. Nur ist es ziemlich verwittert. Ich habe keine Ahnung. Also wenn euch die Form irgendwas sagt oder wenn ihr eine Idee habt, was das sein könnte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wow, merkwürdiger Fund, aber schöner Fund. Weiter geht's. Und mein erster Regenburger Heller für dieses Jahr. Kam schön rein mit einem 53er Signal. Schauen wir uns den mal an. Ich habe noch nicht angefasst. Ja, obwohl es könnte sogar ein Augsburger Heller sein, weil der von der Form her quadratischer ist. Ich schaue mal, ob ich den Pinienzapfen sehen kann mit dem Auge. Nee, ist ziemlich dreckig. Aber von der Form her würde ich sagen, nicht Regensburg, sondern Augsburg. Augsburger Heller, auch der erste für dieses Jahr. Geil. Weiter geht's. So, ich höre auf. Ich war jetzt 2,5 Stunden unterwegs und mehr geht irgendwie nicht. Ich zeige euch heute mal den Schrott, den ich natürlich beim Finden euch nicht zeige, weil so einen langweiligen Scheiß will sich keiner anschauen. Du hörst nicht darüber. Und zwar
Hier altbekannt. Hier nochmal ein kleinerer, dann das auch ein Projektil. Aluminiumbällchen. Ich denke mal ein Teil vom Mundharmonika Stimmblatt. Und hier drüben jetzt die interessanten Sachen. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, was das hier ist. Ich bin da echt neugierig und habe große Hoffnung, dass das was Schönes sein könnte. Dann die Musketenkugel natürlich. Das hier irgendein Teil von irgendeinem Zierdegegenstand. Das denke ich mal ein Teil von einem mal schön verzierten Knopf oder irgendwas anderem. Das hier denke ich mal ein Teil vom Fingerhut. Und das Ding ist wirklich schön, denn das ist vergoldet. Ich mache es mal schärfer. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Das ist vergoldet. Sehr schön. Und auch verziert natürlich. Und dann denke ich mal hier ein Silberkreuzer, was mich auf alle Fälle sehr freut. Und der Augsburger Heller. Wir sehen uns gleich nochmal. So, Prost ihr Lieben. Ich hocke in einer meiner Lieblingskneipen. Die hat natürlich zu, aber die Bestuhlung ist noch draußen. Ich habe mir an der Tankstelle ein frisches Tegernseher geholt. Eines der besten Biere. Also wenn ihr mal in Bayern seid oder falls es auch bei euch in dem Bundesland, in dem ihr zu Hause seid, ein Tegernseher gibt, holt euch ein Tegernseher. Prost. Jo, und ich werde gerade gegenüber, ist ein Haus, da ist eine alte Oma drin und die beobachtet mich. Ich habe ja gerade mal gewunken. Das ist die Fensterpolizei. Die rufen dann an und sagen, hört jemand Feindradio, bitte greifen Sie ein. Jo, die Funde, die ich euch gezeigt habe, waren wenig, weil wenig gute Funde waren. Ich weiß nicht, ob es am Wetter lag, weil es ist der gleiche Acker, wo ich letzte Woche auch unterwegs war. Vorletzte Woche, sorry. Ob das an dem heißen, trockenen Wetter lag, also das war wie Sand. Und ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es gehört halt zum Sommeln mit dazu. Man kann nicht immer tolle Sachen finden, aber ich will mich ja gar nicht beschweren. Ich habe einen Silberkreuzer gefunden, eine Musketenkugel, einen Augsburger Heller, also bin ja nicht leer ausgegangen. Und was dieses Ding hier ist, also ich zeige es euch dann gleich noch mit der Lupe. Ich hoffe, dass es eine Münze ist. Es hat die Form von einer alten römischen Münze. Es könnte auch vielleicht was Keltisches sein, vielleicht ist es einfach nur Schrott. Ich glaube es nicht, dass es Schrott ist. Ich zeige euch gleich mit der Lupe, versuche ich da Nahaufnahmen hinzubekommen. Und wenn ihr da eine Idee habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und ich werde auf alle Fälle dann auch Fotos davon meinem Archäologen schicken. Vielleicht hat er auch eine Idee, was das sein könnte. Auf alle Fälle, sowas gefällt mir. Das ist sehr rätselhaft. Und das Lustige ist, das ist der Acker, wo ich damals meine erste und einzige bis jetzt keltische Münze gefunden habe, den Quinar. Und unter Umständen könnte es ja zu dem Fundkomplex passen. Jo, ansonsten hat es mich gefreut, unterwegs zu sein. Es zieht immer mehr zu. Ich denke, es wird jetzt dann irgendwann anfangen zu regnen, was blöd ist. Ich wollte grillen, das heißt, ich werde das Grillen jetzt vorziehen. Ich wollte eigentlich heute Abend grillen, aber egal. Ich hoffe, euch geht's gut und dass ihr gesund bleibt. Das wünsche ich euch. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns beim nächsten Video. Also mit einem freudigen Prost aus Ingolstadt. Für euch gut Fund und lasst es ordentlich krachen. Also, haut's rein. Bis demnächst. Euer Bavarian Relic Hunter, der Peso.